Also, wir reagieren auf Adi Totoro sein Video Schweizer TikTok Cringe, in Klammern, ganz saftig. Und ja, ich würde sagen, das gönnen wir jetzt uns. Bevor wir das aber schauen wir noch schnell in die Kommentare. Es sind zwar immer hure viel, aber vielleicht kann man da ja etwas entdecken. Hey Elia, bist du Ja, von Mariella natürlich bin ich Warte bis der Elia ist und auch der Schweizer Reaktionsboss. Ja, also der Schweizer Reaktionsboss, der kann schon mal nichts, aber der Elia, der ist Sehr, sehr nice. So, ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit und gönnen uns die Fresse hier jetzt in Full HD. Beste Leben, let's go. So, bevor das Video losgeht, noch der Witz vom Tag. Der Witz vom Tag. Was ist der Unterschied zwischen Corona und den Videos von Maelo? Wollt er mir jetzt wirklich einen Witz erzählen? Wollt er mir jetzt wirklich einen Witz erzählen? Corona nimmt immerhin jemand ernst. Bro, wenn Tennis als olympischer Sport zählt, dann wärst du safe bei den Paralympics. Freundinnen und Freunde, Das ist aber ein geiler Clip von Maelo. Seid ehrlich. herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen 1. August und ein schönes Feuerwerk gehabt. Das Video wird auf jeden Fall ein Feuerwerk am Cringe. Did you tell him he could play with fireworks? I can't believe. Oh, Jaden. Ich weiss, es ist schon mehr als 1,5 Monate her, seit es so einen richtigen TikTok-Cringe gegeben hat. Ich kann mir aber aus vertraulichen Quellen sagen, dass es nicht mehr so viele Schweizer Cringe-TikToks gibt. Aber wir schauen, ob das stimmt. Die Regeln sind ganz einfach. Wir schauen uns Schweizer... Dass es kein Schweizer TikTok-Cringe mehr gibt. Also das wage ich mal extrem zu bezweifeln. TikToks an und dürfen nicht cringen oder lachen. Wir dürfen nicht cringen oder lachen. Aber Leute, die wissen, was für das braucht. Bei Adi seinen Videos ist es immer sehr wichtig, dass man seine Schutzbrille dabei hat. Darum heute Schutzbrille 9000 mit Cringe-Visier. Wir fahren. Ist die schwanger? Und damit nehme ich meine Aussage wieder zurück, dass es anscheinend keine Schweizer Cringe-TikToks mehr gibt. Und da kann man auch wieder mal sagen... Ist Antonella schwanger? Ah nein, das war Sarah Leutenegger. Huch. Dass nicht nur eine Cringe-Brille muss aufgesetzt werden, sondern 2 und am besten einfach gerade noch eine dritte, einfach für die Sicherheit. Aber Sarah Leutenegger ist ja anscheinend schwanger. Ich denke, da kommt noch das eine oder andere TikTok mit ihrem Kind. Ich finde mein Gesicht spezieller, auffallender und markanter. Bravo! Also ich weiß nicht, vielleicht ist ja das eine gute Methode, um die Noten zu desinfizieren, aber gehen so die Noten nicht kaputt? Oder bin ich einfach dumm? Das Gute ist ja, ich muss gar keine Noten desinfizieren, weil ich eh kein Geld habe. 85 Stutz, meine neue Gesichtsmaske. Wir sind... Also, der Adi, der sagt, dass er kein Geld hat, das ist das beste Gute-Nacht-Märchen, das es gibt im Moment. Das ist wie eine Globi-Geschichte. Adi und sein Sparkonto. in Frankreich machen Pause. Autobahnraststätte heisst Maske tragen. Okay, ich habe eine Maske auch. Nicht Schweizer Kreuz. Aber ich glaube, wir sollten sie so anziehen oder so ähnlich. Mashallah. Autobahnraststätte heisst Maske tragen. Digga, ich merke, das ganze Cringe-TikTok-Format macht einfach mit der Zeit nicht mehr so viel Sinn, weil meine grösste Plattform ja eigentlich TikTok ist mit 350. Gönn mal ein bisschen, Adi, gönn mal. Gönn, Adi, gönn. Wie bei einem Kind. Und ich mache mich eigentlich über die Plattform lustig, was ja keinen Sinn macht. Darum kann ich euch jetzt ein bisschen TikTok-Cringe zeigen, wo ich produziert habe. Ich bin zum Beispiel diese Woche mit dem Oha, super Placement hier, super Eigenwerbung. Robin von Schweizkiste in Zürich gewesen, um so ein bisschen zu testen, wie gut die Schweizer die Nationalhymne kennen. Und es hat sich herausgestellt, dass die Schweizer die Nationalhymne richtig gut können. 13 Morgen, roter Herr. 13 Morgen, roter Herr. Guten Morgen. Einfach. Guten Morgen.
Hello there. Oh nein, oh nein. Vor allem, er trinkt noch ein Guarana, oder? Er trinkt noch eine Guarana am Morgen. Also der Dude hat ja schon Geschmack. Aber mit einem El-Toni Mate wäre das nicht passiert. Sehe ich dich im... Im was? Aus welchem Number One Hit kommt die Line? Sehe ich dich im Strahlenmeer? Despacito. Das von Helene Fischer. Oh nein, oh mein Gott. Egal wie unbekannt du bist, die Schweizer Nationalhymne ist unbekannt. Sorry. Da sehen Sie den wunderbaren Gotthard-Pass von der Schweiz. Und weil wir Merci, Carmen. Merci. in der Schweiz sind, habe ich gedacht, ich jodle mal hier für euch, hä? Also be ready. Nein. Bitte, mach alles. Aber bitte du jetzt nicht jodeln. Sie sieht aus wie eine, die nicht jodeln kann. Mal gönn bitte, los, ich will das hören. You really thought. Schade. Aber schnell Real Talk. Real Talk. Es ist so klar gewesen, dass der Adi die Carmen Rakeseter dass er sie reinnimmt. Zu 100% ist das klar gewesen, weil wir machen einen kleinen Ausflug. Wir machen einen kleinen Ausflug zu unserem Lieblingsfreiburger. Und zwar hat unser Lieblingsfreiburger ein Video gemacht, wo er auf besagte Frauen reacten. Nämlich auf sie 3. Sie sind beinahe Drillinge, eigentlich nicht. Also eigentlich sind sie beide Zwillinge und sie ist 17, beziehungsweise sie wird in ein paar Tagen 18. Aber das ist die Carmen hier. Der Adi, zu 100%, Adi macht Auge auf Frau Carmen, wie heisst sie? Rakeseder. Es war so klar, dass er sie reinnimmt, weil das ist der perfekte Konversationsstart à la «Hey, was hast du mit im Video verwendet?» «Ah, weisst du, ich finde deine TikToks einfach lustig. Ah, schau mal, ich habe ja auch 300'000 Follower.» «Ah, hure nice, wenn wir zusammen ein TikTok machen.» Puh! Haben wir noch mal Glück gehabt, Digga. Jetzt habe ich schon gemeint, dass ich jodeln. Später. Ioli duala, iduli duala, ioli duala, iduli duala. Genau. Wobei, so schlecht ist es gar nicht gesehen. Der Adi macht Auge, sag ich's. Er macht Auge. Ja, das habe ich auch gesehen. Erstmal einfach einen Stein abschießen. Könnte nicht sein, dass irgendwo dort unten jemand chillt. Okay, gut, es sieht jetzt nicht aus, als würde irgendjemand dort unten chillen. Aber es wäre lustig wäre, wenn ich das Video gepostet hätte und dann hat einfach 20 Minuten einen Artikel darüber geschrieben. Ja, nicht nur 20 Minuten. Wie gefährlich das ist. Ja, also ganz ehrlich, wir haben das sogar im Radio angeschaut, wo das halt, ich glaube, irgendwie 6 Millionen Views hatte oder so. Wo man muss sagen, ey, ganz ehrlich, aber das Video ist schon ein bisschen, ja, unüberlegt. Ach nee, Digga, die haben wir auch schon mal in einem Video. Und wieso hat sie immer einen Topf auf dem Kopf? Sie hat immer einen Topf auf dem Kopf. Kann man das mal irgendjemand erklären? 3, 2, 1. Hier, meine Damen und Herren, sehen Sie. Warum? Chat, warum? Das ist ein typisches Beispiel, wenn sich 3 Boomers auf TikTok verirrt haben. Wer von euch jetzt nicht so viel Fernsehen schaut, die 3 sind von Glanz und Gloria. Das heisst, das SRF hat nach 300 Jahren auch den Weg auf TikTok geschafft. Nice. Und für das No, Bro. kommt jetzt unser rasende YouTube-Reporter, der Adi Totoro, zum Einsatz. Mein Name ist Adi, ich bin 20 Jahre alt, mache auf YouTube Vlog. Alter, warum macht man einen Flip im fucking SRF? Man wird eingeführt. Man ist
Stellt euch vor, ihr kommt beim SRF Glanz und Gloria, dürft einen eigenen Beitrag machen und ihr startet nicht so. Kommt der Adi Totoro zum Einsatz. Mein Name ist Adi. Warum? Ich bin 20 Jahre alt, mache auf YouTube Vlogs, Challenges und Unterhaltung. Er hat mit 20 so ausgesehen, ich sehe mit 20 so aus. Wer hat es weitergebracht? Bestimmt nicht ich. Videos. Einfach für die Sicherheit. Ach nee, Digga. Jetzt chillt sie auf einem Reiti-Seile. Wieso chillt sie jetzt auf einem Reiti-Seile? Und wieso hat sie jetzt keinen Topf auf dem Kopf? Ich habe die ganze Zeit schon ein Kaugummi im Mund. Oh, gar nicht geil. Ich muss den mal wegschießen. Was bist du am Fluchen? Ah, verdammt, wer rührt Kaugummi am Boden? Ich check's Ganz komisch. nicht. Oh. Ich finde es ganz ehrlich ein bisschen schade. Das ist jetzt really Kritik. Der Adi reagiert auf Schweizer TikTok, aber er blendet gefühlt TikToks 1-2 Sekunden lang ein. Also ich kann mir die TikToks aber gar nicht fertig schauen, wo ich so ein bisschen finde, das ist ein bisschen schade. Saturday Sunday? Ich weiss nicht, wer das wird machen. Kuss geht raus an Saturday Sunday. Jetzt. Schon wieder. Also, no front, aber ich würde die TikToks so gerne sehen und nicht nur ein Typ mit Schnauz. Jetzt sind die Töpfe in der Hand. Nächste. Okay, hat's dir gerade ausgehängt oder? Ah, du bist kein Zahnarzt, sorry. Bro, verpiss dich, Mann. Ich finde den Zahnarzt. Stell dir vor, du lässt das auf TikTok rauf. Unverständlich. Jetzt die Maske völlig falsch an, Digga. Autobahnraststätte heisst Maske tragen. Ah, die Nattis mit ihrer Familie. Das habe ich gesehen, aber das ist noch nicht schlecht gemacht. Down south, hood baby. Hood baby. Make all the girls go crazy, go stupid. Look up, down to the side. Ja. Sandro, Familie Silser. Familie Silser. Auf Silsergipfeli angelehnt. Ja. Das ist aber auch wirklich etwas, was nur die Familie Sulzer schafft, dass die ganze Familie in einem TikTok mitmacht. Also ich finde es mega nicht schlimm, dass sie das machen, aber wenn ich meine Eltern würde fragen, ob sie mit mir ein TikTok machen, Digga, die würden mich safe gerade zur Adoption freigeben. Los Mamis TikTok, Mann, das soll doch gar kein Front sein. Doch tut jeder, als wir der nächste Bond sein. Alles so nicht jetzt machen, muss ein bisschen gekonnt sein. Doch der Algorithmus weiß nicht Besseres und belohnt sie. Und belohnt doch mich mal, ich flowe wie der Rückfall. Ich übe einfach jeden Tag und das auch ohne Beifall. Oha, Digga, das ist ja nicht mal schlecht gewesen. Ist das Konkurrenz? Rapper auf TikTok-Chat, die nächste Generation. Sherin auf Digitech bestellt. Sherin auf Digitech bestellt, genau. Für Prinz 9 und den Nilay, man weiß es nicht. Hallo zusammen! Ich gebe ihm auf jeden Fall 7,5 von 10. Oh shit. Wir sind in der Vibe-Zone angekommen, hat die gleiche Brille. Let's go! Baby, heute ist Shooting Time. Es ist wieder Zeit für unsere Lieblings-TikTokerin Sarah Leutenegger. Wir sind gespannt, was sie als nächstes macht. Wir werden heute im Kornfeld shooten. Guck mal, wie schön das aussieht. Und der Hure geil. Fotograf heute ist Steven. Und so sehen die ersten Bilder aus. Kurzes Umziehen. Und dann geht's auch schon weiter mit dem zweiten Look. Stellt euch vor, die machen Social Media Fulltime und die gehen in ein Kornfeld und Fotoshooten. Innovation ist neu. Kornfeld reinshooten für ein nices Insta-Pick. Jeder Bauer würde es empfehlen, weil die finden das mega nice, wenn man so ins Feld geht und alles ein bisschen runtertrampelt, weil die Bauern, die haben nicht so viel Bock auf viel Ernte. Ich persönlich würde jetzt auch nie das typische, ich stand im Weizenfeld innen Insta-Pick machen. Würde ich nie machen. Huch, Adi, schwierig. Digga, was ist denn los? Wieso gehen ja... Kollege, stell dir vor. Nein, nein! Alle Leute Wein aus. Digga, die Winzer arbeiten das ganze Jahr lang für den Wein und die machen für einen TikTok Cases aus. Und an der Stelle ist das auch schon wieder gesehen von der wöchentlichen Dosis TikTok Cringe. Ich muss sagen, TikToks heute sind nicht einmal so cringe gesehen, falls die...
Ja, Adi, das liegt vielleicht daran, weil man so auch nur 1 bis 2 Sekunden lang gesehen hat in diesem Video. Kapi. Wirklich cringy TikToks gesehen, schickt es mir auf Instagram, @aditotoro. Wir sehen uns am nächsten Sonntag bei einem neuen, freshen Video. Und bis dann, zieht euch die Masken an. Peace und Blümchen. Autobahnraststätte heisst Maske tragen. Ja, hey, also wirklich so ein beschissenes Video vom Adi Totoro. Nein, Spaß. Ist natürlich gut gewesen. Ich habe mir persönlich noch ein bisschen mehr TikTok-Inhalt gewünscht. Wenn ihr noch etwas braucht zum Abonnieren, dann haben wir hier Mr. auf TikTok. Sollte noch gut sein. 2 TikToks, mashallah. Das ist richtig produktiv. Und wenn nicht, ist auch okay. Aber dann sehen wir uns in der nächsten Reaction. Merci vielmals. Tschüss zusammen.